Auf seiner Südseite bricht der Plateauberg Rax in einer steilen Felsklippe ab, die Breinerwand. Wir folgen den Spuren von Viktor Frankl. Schon vor dem Zweiten Weltkrieg und dann bis ins hohe Alter hat der Wiener Nervenarzt und Psychologe hier seine alpine Lebenslinie gefunden, den Drei-Enzian-Steig. So, da müssen wir jetzt dann die Schütt queren, gell? Ja. Nass. Der Bergführer Ignaz Gruber, heute auch schon 80, und Ewald Putz, Bergretter, hatten Frankl immer wieder am Seil. Aber jetzt, was macht das Wetter? Ja, er hat schon angesagt, also kein Regen, aber irgendwie kommt mir vor, es wird immer nass sein. Stört uns momentan noch nicht. Naja, wir werden das schon so anmelden müssen, ja, gut nur. Zur Donau hin verebben hier die Alpen. Aber an ihrem Ostende ragt noch einmal diese Klippe auf, die heute düster ausschaut. Es gibt zwar andere Touren, schwierigere Touren im Bereich, aber selber der Drei-Enzian-Steig, ein Dreier und so weiter, das ist heute also ein bisschen grasig und so weiter, nicht mehr die wirkliche Modetour. Beim Frankl war es halt auch so. Nicht? Also damals ist er des Öfteren gegangen worden und er speziell, das war ja seine Lieblingstour. Nicht? Da hat er sich immer gemessen, ob der das noch kann und so weiter. Für den hochgeachteten Professor aus Wien war der Drei-Enzian-Steig bis kurz vor seinem 80. Geburtstag so etwas wie die Anwendung seiner Erkenntnisse auf sich selbst. Der Mensch müsse sich nicht alles von sich gefallen lassen, auch nicht die Angst. Beim Klettern wächst er über sich hinaus und erreicht Ziele über Hindernisse hinweg. Es gibt eine Schlüsselstelle, wo man also in eine Höhle hineinkommt, in so nicht eine richtige Höhle, also so eine Nische oder was. Das ist ein Dreierstelle oder was. Wenn man die weiß, wie man es geht, ganz so, dann ist es gut, aber man kann sich dort auch ganz schön verhauen. Wenn man ein bisschen höher ist oder was, dann schaut man schon einmal. Nicht? Also, dann wird es gleich einmal 4 oder 5 auch. Also muss man aufpassen. Viktor Frankl wartete auf der nahen Seehütte und sprach die Jungen wie den Grubernatz und Ewald Putz an, um einen Partner für den Enziansteig zu haben. Ja, da so jetzt leicht schräg rechts rauf, dann ein bisschen links. Heute ist der alte Klassiker eher vergessen. In der klassischen Zeit von der Rax, da sind in erster Linie solche Steige begangen worden. Also 2., 3. Schwierigkeitsgrad, sehr brüchig, sehr grasig. Meistens landschaftlich schön, ja, also da hat das Gesamtabenteuer hat schon gezählt. Und wie gesagt, die Brüchigkeit hat durchaus zur Schwierigkeit dazugehört. Im Kraftfeld, das zwischen dem Menschen und einem Ziel liegt, entsteht die Spannung, die der Mensch braucht, sagt Frankl. Wie geht's? Ja, passt schon. Der Natz mit 80, ein Meister seines Fachs. Im Alpinismus fand Frankl den konkreten Ausdruck seiner Psychologie. Als säkulare Form der Askese bildet Bergsteigen einen Gegenpol zur Konsumgesellschaft, die auf totale Bedürfnisbefriedigung zielt. Die alpine Askese fokussiert aufs konzentrierte Tun. Aha. Halt, Stand. Ja. Okay. Die Schlüsselstelle ist meinen Begleitern in Erinnerung geblieben. Das war so, dass er da immer hingekommen ist und dann hat er immer gesagt, sagen Sie nichts, sagen Sie nichts. Und dann war es sein Ehrgeiz, dass er diesen versteckten Griff, mit dem er die Stellen löst, dass er den eben selber findet und dass er den also praktisch eigenständig geht hat. Gell? Und hat ihn dann gefunden? Eigentlich immer, ja. Okay, komme. Jawohl. Schon so eine wenig brüchige Angelegenheit. Ja, wenn es nass auch noch ist, ein bisschen, gell, weil die Schuhe gleich einmal dreckig sind und rutschig sind. Nicht? Das ist die Hauptgefahr eigentlich, dass man ausrutscht. Beim Klettern stellt sich eine Verbindung her, zum Fels, zur Landschaft. Wir nehmen das wahr, was wir tun, spüren und fühlen. Die Nässe, das Wetter, den harten Fels. Dann die Viktor-Frankl-Stelle. Sagen Sie nichts, Ewald. Ja, das ist ja ein super Schlängel da. Das ist jetzt die Schlüsselstelle. Da ist es darum gegangen, dass man da außen bleibt irgendwie.
Jetzt bist du mir. Und jedes Erlebnis füllt die Scheunen des Vergangenseins, wie sich Frankl ausdrückt. Die Erinnerungen machen das Leben reich. Aber hier und jetzt zählt die Gegenwart. Hier ist kein Sicherungshaken gebohrt, sondern alles zum Selbermachen, wie einst. Das ist schon was Gescheites, du. So ähnlich hat schon der junge Grubernatz den älteren Professor hochgesichert. Jetzt hängt mit mir der Jüngere am Seil und selbst das Hindernismeistern ist angesagt. Ganz in Frankls Sinn. Ja, sagen Sie nichts, sagen Sie nichts. Indem wir etwas von uns fordern, auf etwas verzichten, bilden wir inmitten des Wohlstands Inseln der Askese. Das Ziel setzt Energien frei, der Weg eröffnet Sinn. Und es muss nicht immer die große Tour sein. Indem wir in Viktor Frankls Lieblingskletterei dessen Gedanken nachspüren, spielen wir auch Momente unseres eigenen Erlebten durch. Spielerische genauso wie intensive. Wie war es jetzt für dich, Ewald? Ja, ich habe den versteckten Griff wieder gefunden. Aber die habe ich nicht gesagt. Das Bergsteigen, die Erinnerung, wie sich der Fels anfühlt, war einer der Beweggründe, die Schrecken des Konzentrationslagers zu überstehen, erklärte der Wiener Jude Viktor Frankl, der als einziger seiner Familie den Holocaust überlebt hat. Trotzdem Ja zum Leben sagen, so heißt sein bekanntestes Buch. Von Frankl wird nichts mehr drinnen sein, glaube ich. Ui. Ja, da hat er sich natürlich immer mit Begeisterung eingetragen, dann der Herr Professor. Steigbuch. Oder Viktor Frankl-Steig haben sie da sogar hergeschrieben. Hinterlegt vom ÖV Reichenau, Sektion Reichenau. Ja, da sind natürlich die anderen Steige jetzt auch, aber doch, ja, wird da ganz schön viel oft gegangen, wenn man sich das anschaut. Die Kletterei ist nicht sehr schwierig, aber sie öffnet durch ihre Geschichte einen besonderen Blick auf unser Tun. Super. Ja, du, eine ganz abwechslungsreiche und spannende Tour eigentlich. Ja. Ja. Also, Oben wachsen Edelweiß statt Enzian, aber das liegt an der Jahreszeit. Und meine gestandenen Begleiter, die den Weg durch den Fels und die philosophischen Erinnerungen gewiesen haben? wie war es für dich jetzt nach so langer Zeit wieder durchzusteigen? Ja, war ein schönes Erlebnis, würde ich sagen. Also ich habe mich wirklich an die Einzelheiten nicht mehr erinnern können. Ja, du hast ja sogar über den 13 einmal ein Lied gedichtet, nicht? Ja, in der Anfangsphase Ja. wird ich noch nicht so tragisch. Ja, wissen wir. wie ist das gegangen? Und was ich für ein wilder Hund bin, ich war im 13 drin. Irgendwie. Was schon eine Erinnerung ist in der Höhen, wo wir jetzt zuletzt gestanden sind, ist immer schon das Steigbüchel drin gewesen und da hat er sehr gern hineingezeichnet. Und da hat er immer hinzeichnet, der Frankl am 13. Und leider ist das Steigbüchel verloren gegangen. Also ich könnte mir vorstellen, dass derjenige, der es mitgenommen hat, dass das jetzt vielleicht sogar vor allem für die Frankl-Gemeinde sozusagen einen ziemlichen Wert hätte. Der Frankl hat da einen Satz gesagt, ich weiß nicht, ob ich den jetzt so richtig wiederholen kann. Weine nicht, wenn es nicht mehr geht. Lächle, dass es gewesen ist. Also sei froh, dass du das früher gemacht hast. Das sind ja die Erinnerungen, die bleiben. Für gewöhnlich sehen wir nur die Stoppelfelder der Vergänglichkeit, hat Viktor Frankl gesagt. Mit seinen Gedanken hat er dem Alpinismus eine psychologische Tiefendimension vermacht. So, wie er sie sich selbst an seinem Lebensberg der Rax immer wieder klar gemacht hat.